Herzlich willkommen zum dieswöchigen Kassettenschmarz mit R, Kassettenschmarz. Hier in den Chat wird sich schon ordentlich gebasht. Wer Erster und Zweiter ist, bin ich sehr stolz auf alle, die so pünktlich, überpünktlich erscheinen, denn, wisst ihr, 5 Minuten vor der Zeit ist es, was war's, Maurers Pünktlichkeit oder meine Pünktlichkeit im Bett zum Beispiel, die ist immer zu früh in der Regel, immer zu früh. Aber ist ja wurscht, denn Hauptsache wir Männer haben unser Zeug weiter, so heißt's ja immer. Das glaube ich, so gehört sich das. Also steht's auch in die Biologiebücher, dass das Vorrang haben muss. Ähm, Wieder mal alleine, wie immer, haben wir uns ja schon dran gewohnt, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, was ich hier eigentlich für eine Arbeitsleistung die ganze Zeit bringe. Ich habe für euch fette Unboxings dabei. Wir machen wieder One Piece, wir machen Final Fantasy und ein besonderes Päckchen, nämlich Reisegefährten Boglamons, das mir der liebe Philipp, der Dragoncry, letzten Freitag in der Nacht des guten Geschmacks mitgebracht hat. Dafür gibt es nochmal eine riesige Kartoffel, eine riesige Potato Dragoncry. B.A. Wild und Gnedelwurzler und Jojo, stimmt, erst einmal alle noch ein Hello und für euch auch nochmal, gell? Hier, Geschenke vom Dragoncry. Ich möchte von euch auch Geschenke. Geschenke, wo? Ich liebe Geschenke. Mit was fangen wir an? Ich weiß nicht so recht. Ich würde sagen, ich fange an mit einer News, einer Info, die ich in der letzten Folge unterschlagen habe, die aber sogar im Titel drin gestanden ist. Ich wollte eigentlich den Cast vom kommenden Street Fighter Film zeigen, war dafür aber irgendwie zu blöde. Drum holen wir das gleich mal nach. Welche Seite war das? Diese hier. Und sage ich jetzt mal den Cast des kommenden Street Fighter Films, der 2026 in die Kinos kommen soll. Er wird definitiv nicht mit dem 94er Original mithalten können, aber wir geben ihm eine Chance. Oh, Knittelwurzler, gleich mal Geschenk. Potato. So, wen haben wir denn hier? Unter anderem eine coole Darstellung, wie sie es gemacht haben, finde ich. Andrew Koji als Rio, ich glaube, der war, weiß ich nicht mehr, wo der dabei war. Draufgeschissen. Noah Centineo as Can. Dann haben wir hier die Raina Valendingham as Julie. Wen haben wir noch? Wer kommt hier? Orville Peck as Vega. Wer ist noch Orville Peck? Kennt ihr nicht jemand? Sagt's mir, kenne ich nicht. Dann haben wir Mel Johnson as Cammy. Wir haben überhaupt großartig vor euch Street Fighter gespielt auf dem Super Nintendo damals, weil die neuen Sachen interessieren uns ja nicht. Super Nintendo Street Fighter Veteranen wir hier haben. Jason Momoa als Blanka. Brauchen sie eigentlich nur Grea anstreichen, dann haben wir ihn eh schon hergekriegt. Dann haben wir noch einen Eric Andre als Don Savage. Kennt schon dann Simon Peck. Den kenne ich auch. Der soll abhauen. Dass der kämpfen kann, der Eric Andre. Naja. David das Mädchen als Mem Bison. Das ist schon wieder ein cooles Casting. Ich liebe diesen Kerl. Cody Rhodes als geil. Haben wir ja, da glaube ich, habe ich ja eh schon das Bild gezeigt vom Set, zumindest seinen Schatten. Sie setzen einigermaßen diese geile Frisur vom Geil um. Finde ich geil. Kalina Liang als Chun-Li. Mal schauen, wie die Oberschenkel ausfallen. Damit steht und fällt diese Figur. Wie jeder Mensch mit Füßen steht und fällt. Wen haben wir hier? Andrew Schulz als Dan Hibiki. Roman Reigns als Akuma. Das sind nicht schon so Figuren, die kenne ich gar nicht mehr. Hat es bei Street Fighter zwar noch nicht gegeben. Alexander Volkanovski als Joey. 50 Cent als Balrog. Für den hat man schon lange nichts mehr kennt von 50 Cent. Oliver Richters als Zangief. Den kenne ich noch. Der war noch dabei damals. Hiroki Goto als Honda. E. Honda. Geil auf. Vidyut Chamwal. Entschuldigt die Aussprache, ich weiß es nicht besser. Als Dalsim. Und das war's. Das war's mit dem Casting von Street Fighter. Ja, bin gespannt, was das wird. Schon langsam haben wir ja rausgefunden, wie man Spieleumsetzungen macht. Vor allem Kampfspieleumsetzung hat uns ja jetzt der erste Mortal Kombat schon mal eine gute Richtung vorgegeben. Drum bin ich mal nicht mehr so negativ. Ich bin ja sowieso nie negativ eingestellt. Ich bin ein sehr positiver Mensch und bin auch jetzt positiv gestimmt. Wenn wir schon beim Beutelherzogen sind, es gibt ein
Was sagt er bei mir? Bild im Bildmodus geschlossen. Halt dein Schnauzer. Es gibt ja jetzt endlich den ersten Trailer zu The Mandalorian und Grogu und ich kann euch den Trailer natürlich nicht sagen, er ist aber sehr geil. Dafür zeige ich ein paar Beutel und dieses schöne Poster, das auch noch dazu rausgekommen ist. Das können wir zumindest machen. Poster hat Style ohne Ende. Taugt mir richtig. Sehen ja schon mal hier einen Sepp den wir aus Rebels ja kennen, den wir ich glaube, im Book of Boba Fett mal kurz gesehen haben. Leider in der ersten Staffel von Ahsoka nicht, wo wir den Rest der Crew von Rebels gesehen haben. Aber jetzt sehen wir den Mandalorian und Grogu. Dann haben wir jetzt Sigourney Weaver ist am Start. Grogu ist ja zweimal auf dem Beutel, das ist schon wichtig. Und man soll anscheinend auch, also der Pedro Pascal soll wieder sehr viel selber machen. Nicht so wie es ich glaube, in der dritten Staffel von Mando war, da ist er anscheinend selber gar nicht mehr so viel aktiv gewesen. Ein paar Szenenbildchen gibt es auch noch. Euch Idioten interessiert jetzt keiner, das ist ein altes. Ja, da haben wir dann mal so Grogu in Action mit Fernglas und Sigourney Weaver. Anscheinend ist ja so ein AT-AT wirklich gebaut worden. Also zumindest haben sie Teile davon 1:1 nachgebaut. Das finde ich schon wieder obergeil. Wir haben eine neue Razor Crest, wie man in den Trailer auch sieht. Und Babu Freak ist auch wieder am Start. Babu Freak, bester Mann. Ja, da war ein bisschen. Das war's eigentlich, das war's auch schon wieder. Das war's auch schon wieder mit tollen The Mandalorian-Bildchen. Was habe ich noch zum Herzen? Lass mich gleich mal spekulieren. Ich habe da nämlich noch ein bisschen was. Haben wir da noch irgendwas? Haben wir da noch irgendwas? Noch nicht. Kommt aber noch. Ich glaube, da kommt noch was. James Gunn hat seinen ersten. Graf Almaus ist auch da. Ein bisschen zu spät, aber schön, dass du hier bist. James Gunn haben wir jetzt schon in jeder Folge, glaube ich, dabei gehabt. Ankündigung von Supermans Sequel Man of Tomorrow, dann Bescheid geben, dass es ein Superman und wie heißt der Blotter Zepp, Lex Luthor Mashup wird, wo sie sich gegen eine große Bedrohung zusammenschließen müssen. Und jetzt hat der James Gunn sogar schon seinen ersten Skriptentwurf fertig und angekündigt, dass der Brainiac der große Gegner sein wird, den wir in der Fortsetzung vom Superman sehen werden. Finde ich cool, Brainiac, den nehmen wir mit. Was haben wir noch hier? Matt Reeves ist auch wieder ein bisschen plauderfreudig gewesen. Er hat jetzt unter anderem angekündigt, dass er noch mehr Ideen hat. Neben dem neben dem Spin-off Penguin, er möchte da noch einiges machen. Seine Priorität ist aber jetzt erst einmal die Fertigstellung von The Batman Teil 2. Und dazu hat er noch gesagt, dass es dieses Mal einen Gegner geben wird, der bisher noch keinem Film behandelt worden ist. Und da bin ich ja schon mal sehr froh, weil das war, muss ich sagen, schon ab und zu ein bisschen langweilig, dass wir immer und immer wieder die gleichen Gegner singen, auch wenn sie anders ausgeführt werden und auch sehr cool umgesetzt worden sind, wie jetzt eben zum Beispiel in The Batman, The Riddler, das war alles sehr cool, aber ich hätte halt einfach mal gern was Neues, was komplett Neues. Für die Anime-Fans unter uns habe ich auch was Cooles dabei. Da haben wir jetzt wieder was zum Herzen. Denn, wer bei euch schaut, Sakamoto Days, kann ich nur empfehlen. Sakamoto Days, coole Geschichte über den Sakamoto, einen Serien- oder Auftragsmörder im Ruhestand, der sich da wieder ein wenig ins alten Gefilden wiederfindet, aber keinen mehr umbringen will. Kann ich nur empfehlen. Und dieses Anime-Serie soll jetzt eine Realverfilmung kriegen für nächstes Jahr. Und wir haben hier auch schon das erste Bild dazu. Sagt mir nicht viel aus, aber wenn man Sakamoto Days gesehen hat, dann denkt man sich sicherlich schon mal, hey cool, der schaut ja wirklich nahe am Original aus. Also könnte was werden. Das könnte definitiv was werden. Teilen beenden. Hallo? Wahnsinn. Wahnsinn. Schreibt mal, da ist jetzt eh schon der Dragon. Da ist er jetzt eh schon der Dragon Cry. Und jetzt habe ich in meiner Suche Dragon Cry eingeschrieben, weil ich nicht multitaskingfähig bin. So, ich weiß nicht, ob ihr das die ganze Zeit klimpern jetzt, aber ich muss jetzt hier mal schnell meine Tabs stumm schalten. Ich wollte nochmal, also Philipp, damit du das live mitkriegst, ich habe hier natürlich heute zum Unboxen dein Booster Pack dabei. Dafür gibt es mal eine riesige Potato
We potato you from the bottle of our heart. Es heißt, ja, from the bottle of our heart. Habe jetzt Demon Slayer, der fix wird doch zum ins Kino gehen. Ja, Demon Slayer bin ich leider noch überhaupt nicht im Thema drinnen. Aber werde ich nachholen, aber den Film leider jetzt nicht mehr im Kino miterleben. Wo war jetzt? Gute Frage. Gute Frage. Genau, vierte Staffel von From ist angekündigt und soll 2026 erscheinen. Wir haben From schon gesehen. Ich habe es bisher noch nicht angeschaut. Der Mike, glaube ich, hat es schon mal in die Lex dabei gehabt und auch sehr gefeiert. Aber ich bin noch nicht dazugekommen. Hat von einer von euch schon eine schauen können und kann mir sagen, ob das was ist. It would interest me. Super Englisch. Ich habe hier wieder perfektes Englisch am Start. Überraschungsankündigung hat es gegeben, zumindest war das für mich eine Überraschung. Denn noch bevor überhaupt die zweite Staffel losgegangen ist, ist jetzt schon die dritte Staffel zu Daredevil Born Again angekündigt worden und die Dreharbeiten sollen auch schon gleich nächstes Jahr starten. Finde ich geil, dass wir weiterhin mit unserem Daredevil, den wir lieben, zu tun haben werden. Schneller. Kann ich nur sagen, schneller. Immer her damit. Und was ist noch angekündigt worden, ist nicht angekündigt worden, aber ein Release ist da mittlerweile zumindest enger eingegrenzt worden. Ich kann jetzt nur sagen, es tut mir sehr leid, dass da nur das falsche Datum beziehungsweise die falsche Jahreszahl drunter steht. Das ist aber prinzipiell ja eh Wurst, weil es geht ja nur darum, dass wir im Januar 2026 zurück nach Westeros kommen, denn nicht House of the Dragon kehrt zurück in seiner dritten Staffel, sondern A Night of the Seven Kingdoms kommt dann. Egal, was du heute an News dabei hast, das Beste wurde heute schon angekündigt, JoJo's Bizarre Adventure Part 7 Steel Ball Run Trailer. Ja, da habe ich schon an die Dinge müssen, als ich das halt gelesen habe. Hab's aber jetzt leider nicht dabei. I'm sorry. Die einzige Anime-Info, die ich noch dabei habe, ist, dass Dan Da Dan jetzt eine dritte Staffel angekündigt bekommen hat, beziehungsweise offiziell bestätigt ist. War aber, glaube ich, irgendwie klar, weil die doch ziemlich erfolgreich läuft, soweit ich das mitgekriegt habe. So, was haben wir hier noch? Ich habe mich jetzt wieder mal richtig vorbereitet. Ich habe so richtig cool mit Beutel und alles für euch, gell? Also, mir nichts hören. Möchte nichts mehr hören in Zukunft. Zwar nicht alles bebildert für euch, so viel habe ich mich dann auch nicht vorbereiten können, aber einen Großteil habe ich schon bebildert, wie zum Beispiel die Ankündigung. Moment, ich muss kurz mein Zettel chaos hier. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen umeinander rutze. Ich bin schwarzkrank. Also, halt's am Maul. Da, Keenan Thompson. Ich weiß nicht, ob ihr diesen guten Herrn kennt. Den kennt man von. Er macht viel Synchronarbeiten, Synchronsprecharbeiten, ich glaube für Archer und Trolls unter anderem hat er Sachen eingesprochen. Er hat bei der Chucky-Serie einen kleinen Auftritt gehabt. Ich glaube, wenn man sein Gesicht sieht, dann kennt man, aber ich werde euch nicht sagen, das Gesicht, das könnt ihr selber schauen. Denn die wichtigere Info ist, dass er ein Remake zu Sleepaway Camp von 1983 produziert. Das ist halt so, das, was ich jetzt dazu sage, ist so die ikonischste Szene, die man da von dem Film kennt. Und das Witzige dran ist, ja, witzig, super witzig, dass Robert Hilzig wieder Regie führt. Der hat ja schon im Original Regie geführt. Der hat nicht wirklich viel gerissen als Regisseur. Er hat die Drehbücher für die ganzen Fortsetzungen geschrieben. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 Teile. Und Regie hat er im Original geführt und beim 2010er Return to Sleepaway Camp, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, mal schauen, wie ein Remake von dem guten Herrn dann ausschaut. Geiles Chainsaw Man. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich gut eingekauft. Bin ein Hundling. Im Einkaufen bin ich gut. Was haben wir noch? Dann haben wir noch ein weiteres, ja, kein Remake, sondern ein Sequel, das kommen soll. Und zwar zu Ice Cream Man. Das ist ein Filmchen aus dem Jahre 1995. Und hierzu will, Moment, ich zeige das Beutel. Falls man das nicht kennt, das ist der gute Ice Cream Man.
Ich glaube, in dem Film geht's drum, ich habe ihn tatsächlich selber noch nie gesehen, aber es geht drum, dass ich glaube, er kommt aus der Irrenanstalt wieder raus und er möchte gern, dass alle gut geht und alle nett sind. Aber die Erwachsenen sind scheiße zu ihm und Kinder haben Angst vor ihm und, ja, natürlich, was macht man dann? Man verweckt die Leute eben in Eiscreme. Muss man unbedingt organisieren, diesen Film, auf den habe ich Bock. Den, wird produzieren beziehungsweise an dem arbeitet jetzt aktuell der Clint Howard. Den kennt man aus, Terrifier 3 unter anderem, einer von den 2 älteren betagten Herren, die in der supergeilen Szene drin sind. Und es wird zwar Sequel, aber scheinbar ist das Ende von Ice Cream Man für 'n Ice Cream Man nicht so gut ausgegangen. Drum wird's so eine Art scheinbar wieder so Soft-Reboot-mäßig, keine Ahnung, ob man wirklich dann großartig Sachen aus dem Original mit aufgreift. Das ist jetzt so auch noch nicht wirklich mit drin gestanden, bei der ganzen Beschreibung, aber er soll auch eher weniger Kinder mit drinnen haben, sondern sie hauptsächlich auf, ältere Opfer reduzieren. Eli Roth arbeitet übrigens auch an einem Ice Cream Man-Film. Mal gucken, ob sie wie die dann released werden, ob sie die dann gegenseitig großartig bashen, wer es besser macht. Ob der Eli Roth nochmal einen guten Film hinkriegt oder ob Thanksgiving zuletzt ein Glücksgriff für ihn war. Ich bin gespannt. Mal gucken. Mal gucken. Nicht mehr teilen. So, weg mit dir und weg mit dir und weg mit dir. Dippidi-du, dippidi-du. Wo waren wir jetzt? Hm, Dann kriegt Grave Encounters auch ein Reboot. Das ist ziemlich zackig gegangen. Der Film ist ja noch von 2011. Ich glaube, es gibt 2 Teile, wenn ich es richtig im Kopf habe. Found Footage zeig ist nicht so mein Milieu. Wird auf alle Fälle dieses Reboot wird von Justin Long produziert und von der Kate Bosworth, die in Barbarian schon dabei war. Und Justin Long soll auch mitspielen in dem Film. Und wir wissen, dass Justin Long in Horrorfilmen keine guten Chancen hat für einen positiven Ausgang, sage ich jetzt einmal. Ja, bin ich gespannt, ob es auch wieder Found Footage wird. Müssen sie ja fast machen, weil ansonsten springen da ja die Hardcore-Fans ab. Ich war eigentlich ganz dankbar drum, wenn es kein Found Footage wäre, weil ich auf Found Footage nicht so viel Böcke habe. Dann gab es noch einen Trailer für euch, den ich euch wieder mal nicht zeigen kann. Wobei, ich kann ja nur sagen, weil heute sind alle zu geizig, um mir Geld zu geben. Aber es gab noch einen Trailer von Death Stranding, der Anime. Schaut ziemlich cool aus, der Animationsstil gefällt mir sehr gut. Heißt aktuell nur Death Stranding Mosquito, ist aber nur der Arbeitstitel, also der kann sich noch ändern. Auf Bloody Disgusting haben wir sie anschauen, ist aber mittlerweile auch auf YouTube als eigenes Video hochgeladen. So, muss man sich ja so bin raus, müssen noch weg. Saufen schon wieder, unglaublich. Dann geht Bier trinken, sei gestattet. Wiederschauen. Schaut's euch an, schaut cool aus, der Trailer, macht Bock auf mehr. Bin gespannt, was sie uns da erzählen, weil die Welt von Death Stranding ja wirklich unglaublich viel geile Geschichten parat hält, in meine Augen. Ja. Dann was haben wir noch für euch? Was habe ich noch für euch? Ein Trailer gibt es noch zum neuen Spiel. Nehme jetzt heute mal schnell mit, weil der Tag noch ein bisschen auf sich warten lässt. OD hat einen Trailer gekriegt. Das ist ein Spiel, in dem der Hideo Kojima seine Finger mit drinnen hat. Und da spielt auch die junge Dame mit, von der mir jetzt der Name nicht mehr einfällt, die aus S, das einzige Mädel aus der Freundesklicke von S. Ach, wie haben die geheißen im Remake? Weiß jetzt nicht mehr. Ist eh wurscht, die spielt da auf alle Fälle die Hauptrolle und der Trailer schaut ziemlich intensiv und ziemlich, äh, ja, verstörend schon, hätte ich schon fast behaupten, aus. Bin sehr gespannt, was wir da kriegen. Ist aktuell scheinbar ein reines Xbox-Spiel. Ich hoffe, dass sie sich da noch zu was Besseren besinnen und uns das Spiel auch auf PlayStation bringen. Stefan Scherz, Christi, Hobbydere. Und die letzte News für heute: Zack Cregger, der Regisseur von eben Barbarian und Weapons, führt schon Gespräche für ein Weapons-Prequel. In diesem Prequel, also das gab ja schon länger Gerüchte, dass das kommen soll. In diesem Prequel soll es dann auf alle Fälle um die Aunt Gladys gehen, die von der Amy Madigan gespielt worden ist. Und er hat allgemein anscheinend schon eine Idee dazu gehabt.
und die von Haus aus schon mitgetragen und ist jetzt in ernsthaften Gesprächen eben mit Warner Brothers und ich glaube, New Line war da noch dabei, kann es sein, dass sie da ein Prequel dazu fabrizieren. Also ich sage, her damit. Ich bin zwar, also mir hat Weapons sehr gut gefallen, bin jetzt zwar nicht, hat zwar nicht diesen Extrem-Hype bei mir auslösen können wie bei vielen anderen, aber ich darf auch sehr gern mehr von diesem Universum sehen und vor allem diese Gladys, die hat schon, ja, die hat schon sehr gruseliger irgendwie gewirkt. Ah, schau her, Dragon Cry, vielen Dank. Küsschen aufs Nüsschen, Baby. Vielen Dank. Ja, schauen wir mal, was da drin ist. Gehen wir jetzt dann eh bald zum tollen Unboxen. Aber zuerst gibt es jetzt noch die Kinostarts der Woche. Schauen wir mal, was uns diese Woche im Kino erwartet. Was haben wir denn diese Woche? Das ist dann der 25. One Battle After Another, der neue Paul Thomas Anderson-Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wird ja unten Sean Penn, geil, Alter. 5 von 5 Sternen bei Filmstarts, bin ich mal gespannt. Dann haben wir die Schule der magischen Tiere Teil 4 und der Toxic Avenger läuft jetzt dann auch diese Woche, das Remake. Da bin ich auch mal gespannt, was uns bei Toxic Avenger im Remake erwartet. Der Trailer schaut schon mal schön blutig aus. Da hoffe ich mal, dass ich ja eigentlich einfach nur genau das kriege, was ich möchte, und zwar geile, überdrahte, blutige Scheiße. The Negotiator kommt diese Woche ins Kino. Dann haben wir noch Maria Reiche, das Geheimnis der Nazca-Linien. Das tiefste Blau. Sci-Fi-Drama. Animale, keine Ahnung. Cannibal Mukbang, der soll ja auch ziemlich geil sein. Den darf ich auch gern sehen. Ob der bei uns irgendwo laufen wird. Cineplex, her mit dem Film. Die Möllner-Briefe, der schlaue Hase Momo, die große Verfolgung. 3 Kilometer bis zum Ende der Welt. Solidarity, Home is the Ocean. Mon Amour in Conversation. Dann Live-Konzert von BTS. Nicht Live-Konzert, sondern Aufnahme ist es natürlich aber von der 2019 Love Yourself World Tour, Speak Yourself, Love Yourself, Speak Yourself aus London. Royal Ballett und Opera, ja, das brauchen wir. Dann gibt nochmal von BTS eine 2021er Konzert. Ist ja crazy. Das ist ja crazy, was da alles kommt. Das waren die Kinocharts der Woche. Streaming-Charts der Woche. Was haben wir denn? Schauen wir mal, ob es Alien Earth jetzt endlich in die Charts geschafft hat. Wenn nicht, dann mache ich eigentlich wieder persönlich verantwortlich. Das wisst ihr eh. Platz 10, My Life with the Walter Boys, die zweite Staffel auf Netflix. Dann haben wir Platz 9, die erste Staffel von Bon Appetit, Your Majesty, Netflix. Beauty in Black ist auf dem 8. Platz, die erste Staffel von Netflix. The Pit auf HBO Max, die erste Staffel, Platz 7. Dann haben wir The Terminal List, Dark Wolf, Platz 6, Prime Video, erste Staffel. The Summer I Turned Pretty, die dritte Staffel, ist der 5. Platz. Zu sehen auf Prime Video. Wir bleiben auf Prime Video, denn es ist noch die erste Staffel The Girlfriend in den Top 10 auf dem 4. Platz. Dann haben wir Platz 3, Wednesday, die zweite Staffel auf Netflix. Platz 2, aka Charlie Sheen, die erste Staffel auf Netflix. Und Platz 1, Beauty in Black, Staffel 2 auf Netflix. Wieder kein Alien Earth. Ihr regt's mir auf. Gibt Sackschellen, sage ich euch. Sackschellen noch und nöcher. Was sagt er hier? So einen komischen Knopfdruck, jetzt hätte ich fast an Philipp seinen Kommentar gemeldet. Oh, Alien Earth, ich habe jetzt schon mit Twisted Metal Staffel 2 angefangen. Boah, die muss ich auch noch anschauen, stimmt. Aber du sollst auf alle Fälle Alien Earth auch schauen. Glaube ich, kommt die Woche sogar schon das Finale. Du bist ja immer so einer, der immer gern wartet. Also schaust du jetzt endlich, oh du Kreteng. So, jetzt unboxen wir hier mal. Unboxelt mal hier mal. Und zwar fangen wir an mit One Piece. One Piece. Mach F. Alter, wer macht denn die Dinge eigentlich alle so? Was haben wir hier? Als erste Karte haben wir an Frankie. Hallo? Und die muss mir ein wunderschönes Gesicht verstecken, weil sonst zoomt es natürlich auf mich. Dann haben wir Emporio Ivankov. Buffalo, da weiß ich schon wieder, dass ich den schon habe. Den haben wir, glaube ich, letztes Mal schon wieder gezogen. Und dann ist schon Trebol. Den, glaube ich, habe ich auch schon. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon gezogen haben. Mookie. Mookie.
Ist das ein Charakter? Tatsächlich eine Charakterkarte. Event, Little Black Birds. Dann haben wir nochmal einen Charakter an Usopp. Den habe ich auch schon. Ist besser. Jesus Burgess. Gum Gum UFO. Ein Event. Dann ein Enel. Da weiß ich ja schon wieder, dass ich den schon habe. Aber es wird zumindest schillern tun. Und ein Sabo, auch schillernd. Ja, schau hier, wenigstens mal was Neues. Glitzer, Glitzer, blub, blub, blub. Sehr schön, aber keine Karte, die mich stinkreich macht, wobei in den OP10 Booster oder in dem Set sowieso nicht Pfui ist, das uns stinkreich macht. Ja, passt, danach Alien Earth und dann Gen V. Boah, Gen V Staffel 2, stimmt, die ist jetzt auch schon online. Schaut Gen V. Her damit, muss ich endlich schauen. Ich bin schon gespannt auf die Ed Gein Doku. Es wird erst einmal, kommt jetzt die Ed Gein Monster Serie, die ja kein Doku ist, sondern es ist eine richtige Serie. Auf die bin ich auch schon gespannt. Aber ich glaube, dass ja Netflix zu die ersten beiden Monster-Staffeln auch jeweils dann eine Doku noch mit rausgeschmissen hat. Also wird da definitiv auch eine kommen, denke ich mal. Aber ja, der Trailer zu Ed Gein, der schaut schon echt mega geil aus. Der Charlie Hanneman als Ed Gein, das ist überragend gut. Ich bin richtig, richtig angefixt. So. Unboxen wir das nächste Unboxing. Ich tue mein Bestes, lasst mich in Ruhe. Ich tue wirklich mein Bestes. Ich raste aus. Mach auf jetzt. Oder unboxen wir vielleicht nicht. Doch, jetzt hat geschafft. Wieder mal war der menschliche Intellekt überlegen. Schauen wir mal, was wir da diesmal drin haben. Das waren ja lauter komisch doppelt bedruckte Karten drinnen, wo ich bis jetzt noch nicht nachgeschaut habe, was das zu bedeuten hat. So, Kreatur, Waffenverkäufer, Mensch und Handwerker. Aha, aha. Nochmal einen Spontanzauber, weiterkämpfen. Dann haben wir Gobbu Gärtner, das ist eine Kreatur, Pflanzenbestie. Kampfunterricht, Hexereikarte, das ist der Sepp Money von Final Fantasy X. Ruf nach dem Berg, Chocobo. Hexerei, Hexerei, diese Hexerei immer. Berghühne, eine Kreatur, Riese. Artefakt, Ausrüstung, Faust der Novizen. Dann haben wir Shantoto, Strategiemagie, Genie, legendäre Kreatur, Zwergzauberer. Wenn es legendär ist, soll jetzt 1000 Euro wert sein. Wolke der Dunkelheit, legendäre Kreatur schon wieder. Wolle, glattes legendäre Kreaturen. Jetzt geht es hier richtig ab. Kristallfragmente, Artefakt, Ausrüstung. Da steht jetzt hinten auch wieder was drauf, irgendeine Beschwörung. Geh wieder raus, aber hinten steht irgendwas drauf mit Beschwörung. Da schaut's her. Da schaut's her. Baltier und Fran oder Fran, Legendary Creature, Mensch und Kaninchen. Da ist unten ist ein glitzernder Pfeil, sagt man das. Der Goldpfeil, der tut ein bisschen schillern tun. Tun. Was haben wir jetzt hier? Golbets, Clad in Darkness. Syr Konrad the Grim, Legendary Creature. Jetzt haben wir noch den Luftschiffbruch. Ich glaube, den haben wir das letzte Mal gehört. Spontanzauber, aber zumindest ist da ein bisschen Laser dabei. Laser. Dann haben wir Gongaka, Reaktorstart. Und zu guter Letzt eine Heldkarte, Spielsteinkreatur Held. Da ist hinten dann noch auch ein Zauberer drauf. Ja, ich glaube, das sind keine wertvollen Karten. Drum werden sie sofort geschreddert. Und jetzt nochmal ein riesiges Dankeschön an den lieben Trägenkrei Philipp, der uns da danach des guten Geschmacks dieses Präsent überreicht hat. Er ist sowieso, aber es hat eh nichts gekostet, weil er mit einem riesen Plus rausgekommen, der ist angeruckt und hat sofort eine halbe Pizza geschenkt gekriegt. Also Philipp ist ein riesiges Plusgeschäft gemacht an dem Tag. Hat uns zeigen dürfen, also schöner geht es eigentlich gar nicht. So, schauen wir mal, was wir da jetzt drin haben. Schwarzgurt-Training. Dann ein Weilmar mit Surfer. Dann haben wir Enz Zuroa mit Kratzer.
Eins Flampignon mit Rolltackle und Flackern. Rolltackle war also die Tackle die Icon von Lattes Ranzen. Olangar, kenne ich nicht. Schottenknoten und Megahieb. Ich habe dafür ein Megaglied. Super guter Witz. Eins AP Plus Items. Dann haben wir Enigmaras Elektroball. Tick, Tick, Boom und Stromball. Patinaraya, Ramme und Mega-Einschlag und hier schon wieder voll am Glitzern. Und Lillys Bundlebee. Bundlebee. Okay, nicht. Magischer Schuss, einladendes Zwinkern, wie es wir meins. Die schaut auf alle Fälle schon mal wertvoll aus, die Karte. Schaut sie so, die ist sicher mindestens um 5er wert. Hafnir, anschleichendes Echo. Und so glitzernd. Anschleichendes Echo und was auch noch? Furchterregender Heuler. Und Basis Feuerenergie. Ja, das war's, Leute. Vielleicht habe ich Glück. Ich schaue mir nach, ich halte euch auf dem Laufenden, was dieses komische Bumblebee-Ding da, ob das eine super coole, wertvolle 1000 Euro Milliardenkarten ist und ich nie wieder daher sitzen muss, um das zu tun, was ich hier tue. Es werdet es merken, wenn ich auf einmal nicht mehr in dem Podcast dabei bin, sollte ich doch wieder dabei sein, dann leider war es wieder nichts. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank an Philipp für das Booster Pack und für die Spende. I potato you all natürlich. Und unsere neue Folge ist rausgekommen. Wer bist denn du? Haben wir wieder mal bedient. Ja, wir haben es nicht vergessen, dass es dieses Format gibt. Drum haben wir Wer bist denn du gemacht zu dem Film Der Deserteur mit dem Regisseur wie ist der Christoph Steyr Baumann und, jetzt muss ich kurz spicken, der Sebastian Fischer, der die Hauptrolle in der Deserteur spielt. Da immer, oh Herren, ist echt interessant, was die zwar zum Verzeihen haben, wo die Dreharbeiten, vor allem wenn es dann wieder hörst, was da für Budget dahinter war, wie der Film dann am Ende ausschaut. Ein sehr guter Film, passt da wieder sehr in die moderne Zeit aktuell. Aber bei Seni-Filmen ist es aktuell ja sowieso immer so, dass das sehr viele Parallelen zu sehen sind. Drum hört es euch an. Ansonsten sagen wir danke fürs heutige dabei sein. Wir hören uns in der aktuellen Folge und wir hören uns nächste Woche und wir sehen uns auch nächste Woche, wenn es wieder einen Kassettenschmerz hier gibt. Drum kommt's wieder her. Auf Wiederschauen, ihr sexy Leute. Wow, was macht meine Kamera? Voll umeinander von. Tschüss, lebt lange in Frieden.